Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zur Panoramasendung. Heute direkt hier mit aus der Marktgasse zu Bern. Zwei Themen. Das eine ist das Lädeli-Sterben. Dort macht offenbar die Stadt Thun etwas besser als Interlaken. Und das zweite Thema Brienz. Airbnb. Schwierig für die Einheimischen, eine Wohnung zu finden. Wenn man hier in Bern herumschaut und an 20 Jahre zurückdenkt, hat es noch Haufen Bäckereien, Metzgereien, Haushaltswarengeschäfte gehabt. Alles ist verschwunden, neue Weltkonzerne da, der Mix stimmt nicht mehr. Aber nicht nur Bern hat solche Probleme, für das Läden wie früher, auch Thun und Interlaken, wobei Thun macht es allemal besser als Interlaken. Der Beitrag von Manuel Moser. Wir haben kein Lädeli-Sterben-Problem, im Gegenteil. Wenn man hier hinten schaut, wir haben einen sehr guten Mix vom Angebot her. Unsere Läden sind besetzt. Wir haben definitiv in Thun kein Lädeli-Sterben, zum Glück. Strukturwandel im Detailhandel, lässt sich der stoppen und vielleicht wie? Also ganz stoppen lässt sich der auch nicht. Aber es hat es immer gegeben. Es hat es schon vor 150 Jahren gegeben. Das wird es auch noch in 150 Jahren geben. Wir versuchen mit Erfolg einen guten Mix anzubieten an den Kunden. Wir versuchen mit dem Zusammenhalt mit unseren Mitgliedern, das Know-how auszutauschen, einen Zusammenhalt aufzubauen. Die Internetverkäufe die haben wir, die gehen nicht mehr zurück. Wir müssen schauen, dass wir bei uns jetzt in der Innenstadt das wettmachen können, mit dem Charme, mit der Kundenfreundlichkeit, mit den Dienstleistungen. Und dann habe ich keine Angst vor der Zukunft für die Innenstadt. Leerstände sind immer wieder ein Thema. Auch. Da fragt man sich als Außenstehender natürlich, hey, was ist da los? Wird das überhaupt noch besetzt? Wird das nicht mehr besetzt? Was kannst du dazu sagen? Also die guten Läden, die werden immer besetzt. Wir haben fast eine Warteliste von Leuten, die gerne das Geschäft auftun in der Thuner Innenstadt, die innovativ sind, die Geschäfte in der Innenstadt. Die länger leer sind, die haben etwas dahinter. Rechtliches oder sonst etwas. Wenn ein Geschäft Konkurs ist gegangen, muss es abgewickelt werden und dann ist das Geschäft halt zu, ein halbes Jahr. Vielleicht will der Eigentümer Sanierungen machen, dann ist es halt auch zu, ein Zeitchen. Aber allein ein Mieterwechsel, dann ist das Geschäft selten lang leer. Ich habe viel Positives gehört von dir. Gibt es irgendwie auch negative Sachen? Oder sagst du, ja, Thun ist in 5 Jahren genau noch gleich attraktiv zum Einkaufen wie jetzt auch? Da bin ich überzeugt. Thun behaltet das. Thun ist schon eine sehr charmante Stadt. Wir haben den See, Berge, die Altstadt. Schon das tut sehr, sehr viel nutzen, dass die Leute in die Stadt hineinkommen. Wir haben immer wieder, wie gesagt, gute, inhabergeführte Kleinunternehmer, die sich Mühe geben. Und ich bin überzeugt, die Thuner Innenstadt wird auch in Zukunft erfolgreich sein. Airbnb weltweit kann man billig als Tourist an einem Ort eine Wohnung schnell mieten, aber es hat Nachteile natürlich für die Einheimischen, weil die Wohnungen werden brandteuer. Und Familien ist es schwierig. Wir zeigen am Beispiel von Brienz, was dort läuft, was eben schief läuft mit Airbnb. Der Beitrag von Ben Abeckle. In Brienz haben wir im Moment das Problem, dass Jugendliche, die aus dem Elternhaus ausziehen wollen, keine Wohnung finden. Und deswegen haben wir ein bisschen besser hergeschaut und wir haben das Gefühl gehabt, dass es eigentlich das Problem von den vielen Ferienwohnungen kommt. Wir haben dann die Zahlen angeschaut und wir haben gemerkt, zwischen 2017 und 2023 hat die Wohnbevölkerung um 4% zugenommen, die Erstwohnungen um 7% zugenommen und die Zweitwohnungen haben aber um 30% zugenommen. Es fehlt Wohnraum und vor allem es fehlt bezahlbarer Wohnraum. Das ist effektiv so. Die Miethöhe sind wirklich gestiegen in den letzten Jahren. Eine Lösung ist, oder die wir vorschlagen, ist, dass wir entweder Wohnungen maximal 90 Tage pro Jahr dürfen kurzzeitig vermieten, aber dass wir weiterhin, so wie es in Brienz traditionell ist, eine Wohnung pro Haus dürfte unbegrenzt vermieten. Also wir wollen die Tradition in Brienz weiterführen, Ferienwohnungen, eine Wohnung im Haus, problemlos. Das war ein Beitrag von Ben Abeckle von Brienz. Wenn ihr weitere Informationen wollt aus der Gegend, immer auf der Website plattformj.ch und natürlich auch auf der App. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend. Es geht weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern.
bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Ja, oben blau und unten grau. Alle, die heute den Tag an der Sonne haben geniessen, sind absolute Glückspilze. Heute hat der Hochnebel eine Obergrenze von um die 1000 Meter gehabt. Höchstens stellenweise hat er sich mega auflockern. In den Bergen und im Süden sind wir sonnig in die neue Woche gestartet. Ihr Plattform J-Wetter für den Kanton Bern, das kommt jetzt. Ja, nach wie vor bestimmt ein kräftiges Hoch unser Wetter. Und wie häufig in der Jahreszeit bedeutet das? Und dann bleibt es oft grau. Oben hingegen zeigt sich der Himmel meist blau. Ja, der Dienstagvormittag startet mit tiefem Hochnebel umhüllt. Die Obergrenze ist ein bisschen tiefer und liegt um die 800 bis 900 Meter. Dazu liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ober- und äußerhalb vom Hochnebel starten wir vom Sonnenaufgang ab sonnig in einen neuen Tag. Ja, am Nachmittag erfinden wir das Wetter nicht neu. Der Hochnebel bleibt hartnäckig. Es gibt wohl nur randlich ein paar Auflockerungen. Darüber zeigt sich ein blauer Himmel und viel Sonnenschein. Im Flachland haben wir wenig Wind und Temperaturen bleiben hier im kühlen Bereich. In den Bergen da ist es deutlich milder. 0-Grad-Grenze liegt auf 2700 bis 2800 Meter. Alle Wintersportler dürfen sich auf einen fantastischen Tag mehr freuen. Und auf den Bergen haben wir einen schwachen Nord- bis Nordostwind. Ja, die erste Woche vom Monat Februar geht jeweils mit Nebel oder tiefem Hochnebel weiter, der sich nur stellenweise auflöst. Die Hochnebelobergrenze liegt bei 700 bis 900 Meter und sonst ist es eine sonnige Woche. Im Flachland bleibt es weiterhin kühl, mild ist es in der Höhe. Die 0-Grad-Grenze liegt bis am Mittwoch zwischen 2500 und 2800 Meter. Am Donnerstag liegt sie dann deutlich tiefer. Wir haben weiterhin ein gutes Wintersportwetter. Am Freitag zeigen sich dann wohl viele Wolken und hier und da sind ein paar Flocken möglich. Und für das Wochenende sind sich derzeit Wettermodelle noch nicht ganz einig. Vermutlich bleibt es meist trocken, mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen die bleiben im kühlen Bereich und die Beise, die zeitweise bläst, macht es auch nicht angenehmer. Ja, das war schon wieder Ihr Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.